Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zum Panorama. Heute aus dem Eichholz bei Bern. Wir haben folgende 3 Beiträge für euch parat. Furiose Fragen zum Frauenshooten, eine schweizerisch-nepalesische Freundschaft und der zukünftige Stadtraum um den Bahnhof Bern. Mit Ausblick auf die EM im nächsten Jahr steht die Frage auf dem Bitz, wie man die Attraktivität des Frauenfußballs steigern kann. Braucht es radikale Regelbrüche, kleinere Spielfelder oder gar kürzere Schutti-Hosen? Mein Kollege der Ben Abeckle hat beim Drittligist FC Interlaken nachgefragt. Umschalten! Da ist Annalisa, weißt du noch? Ja. Jetzt haben wir einen Trainer, der gesagt hat, macht die Spielfelder kleiner, dass der Frauenfußball attraktiver wird. Was sagst du zu dem? Ich fände es sehr, sehr schade, weil viele Aspekte irgendwo durch auch verloren gehen. Und man soll ja auch wieder Männerfußball dürfen auf dem grossen Feld spielen, den ganzen Platz brauchen und dort eigentlich nicht zurückgestuft werden, weil wir vielleicht nicht ganz so schnell sind, aber technisch gleich auch zum Zug kommen. So. Es gibt noch andere, sagen mal, gewagtere Vorschläge, wie kürzere Kleider zum Beispiel oder noch mehr Spielerinnen auf dem Feld. Wie denkt ihr das? Ich fände es schade persönlich, wenn wir nur mehr Zuschauer könnten akquirieren, anziehen durch so Massnahmen. Weil schlussendlich geht es bei uns auch darum, zu shooten, die Freude am Shooten, das Miteinander, und das sollte eindeutig im Vordergrund stehen. Karin, was ist der Frauenfußball in 10 Jahren? Ich hoffe, dass wir hier auch Juniorenmannschaften werden haben. Oder Juniorinnenmannschaften haben wir aktuell nicht. Und so in der ganzen Schweiz eigentlich die Förderung, die jetzt ja zwar schon am Laufen ist, noch weitergeht. Und wir auch vermehrt Juniorengruppen haben. Wir haben ja wenig hier. Und dort einfach auch die Mädchen können profitieren vom Miteinander und Freude haben, eigentlich am Fußball einen Teamsport zusammen zu machen. Mael, wenn du jetzt hörst, machen das Spielfeld kleiner, dass das Spiel schneller wird bei den Frauen. Was denkst du? Würde ich nicht unterstützen. Fußball ist Fußball. Es sollte bei allen gleich sein. Vor allem wird die Verletzungsgefahr höher, wenn es mehr Zweikämpfe gibt und das Spielfeld kleiner ist. Von dem her das Spielfeld gerne so lassen und es weiter so führen. Du persönlich, wo willst du fußballerisch noch her? Für mich ist Fußball ein Hobby und wird es in Zukunft auch bleiben. Das ist perfekt so, 2-mal in der Woche bis 3-mal in der Woche. Das ist ein perfekter Ausgleich für mich zu meinem Alltag. Und als Hobby erfüllt mich das perfekt. Gebetsfahnen und Gipfelkreuz. Brücke zwischen der Schweiz und Nepal. Der Sherpa Ankami ist offenbar der Nepalese, der die Rösti nach Asien gebracht hat. Sein enger Freund wiederum, der Globetrotter-Chef André Lüthi, kennt nicht nur die nepalesischen Gerichte, sondern auch das Land der Götter wie seine eigene Hosentasche. Die 2 Männer verbinden eine grosse Freundschaft. Die beiden haben sich im Wankdorfstadion zum Tête-à-Tête getroffen. Mein Kollege, der Max Saladin, war mit dabei. Wir kennen uns, wir wissen es eben selber nicht mehr genau, ich glaube 27 Jahre. Kennen ist eins, wir waren zusammen viel unterwegs, wir waren zusammen am 7000er hier oben, in Kangsa, gell? Genau, 7-2. 7-2, dann waren wir am Joyu, am 8000er, sind wir in der Lawine. Und genau. Der Kollege ist krank geworden. Aber viel wichtiger für mich ist halt mit dem Kami, klar sind wir Geschäftspartner schon ewig, aber es ist einfach die Freundschaft, das ist der Mensch. Und, eben, ich bin jetzt über 50 Mal in Nepal, und in Nepal bist für mich, der Kami ist Nepal. Und das ist mehr als einfach nur ein triff schnell einen. Das löst etwas aus. Das ist auch sehr emotional. Das ist der Kami. Einer der besten Menschen auf diesem Planeten. Wegen dem hat er jetzt so über 30 Leute besuchen in 14 Tagen. Sie haben einfach alle gern. Und das macht es so schön. Ja, die Schweiz ist richtig gelernt, was ich habe gelernt. Vieles Zeug. Beispiel auch, ich habe gearbeitet als Tourismus und dann habe ich gelernt viele Zeug ungefähr. Beispiel Umweltschutz und dann Wasserversorgung und dann auch Beispiel Kochen auch in der Hütte und so weiter und Essenhygiene natürlich solche Zeug und dann wie kann man mal sortieren die alle Müll. Also ich glaube irgendwie nach meiner ersten Nepalreise 1984
habe ich einfach gespürt, da bin ich auf eine Art daheim. Ich habe mir auch gesagt, habe ich mal ein vorderes Leben im Himalaya. Und es sind die Menschen, es ist die Kultur, es ist die Religion, das ist alles, es ist die Natur. Und nachher, was auch dazu ist gekommen, das sehen wir ja heute auch, dass die zwei Länder viele Ähnlichkeiten haben, Nepal und die Schweiz. Also wir sind beides Kleinstaaten, wir haben viele Berge. Wir sind eingeklemmt zwischen den Grossen, wir Schweizer. Nepal ist eingeklemmt zwischen China und Indien. Und das verbindet die Völker auch. Und halt, ich glaube schon, dass die Berge und die Herzlichkeit, auch in der Schweiz gibt es ganz viele herzliche Menschen in den Bergen, nicht nur in Nepal. Und es ist auch die Kombi, wo ja politisch, entwicklungshilfmässig und so weiter, sind wir immer wieder mit Nepal verbunden, wir Schweizer. Das ist einfach eine schöne Geschichte, die zwei Länder. So unterschiedlich wie wir sind. Wenn das? Auch schon. Das Wichtigste für mich, und das ist das, was immer sehr viel Retour kommt, das ist Dhanyabad, also das ist Danke. Und das passiert immer wieder. Und das zweite Wort, genau, das ist der Gruß, das ist das Namaste, also das Namaste. Und mit diesen zwei Wörtern kommst du in Nepal sehr weit. Das ist eben so ein Thema zum Beispiel. Du tust das Herz auf, bist bei den Menschen, wo alles andere entsteht. So sollte es eigentlich sein, gell? Ja. Wie soll der zukünftige Stadtraum um den Bahnhof Bern aussehen? An einer Medienkonferenz hat die Stadt mögliche Szenarien aufgezeigt. Der Stadtbi Alec Vograferiet und die Stadtplanerin Jeanette Beck haben erklärt, wie zukünftig das Bauwerk oder der Bubenbergplatz könnte aussehen. Mehr dazu im Beitrag von Anina Häusli. Was macht für euch der Stadtraum Bahnhof Bern aus? Ja, das ist das Zentrum unserer Stadt. Also, da sind wir mit im Kuchen drin, und da läuft natürlich extrem viel. Also, er verändert sich natürlich. Bei Teilen Orten bin ich froh, dass es sich verändert. Etwas, was sich wird verändern, ist sicher am Bollwerk. Das Bollwerk ist so ein schlimmer Ort, finde ich, im Moment. Und wenn es dort eine Verbesserung gibt, dann freut mich das. Wir sind an der Planung mit der SBB zum Bollwerk 2-8, wo wir konkret auch schon wirklich die ersten Ziele einbringen können. Der Bubenbergplatz ist sehr verkehrsreich zurzeit. Wir möchten eigentlich den Verkehr ein bisschen kanalisieren auf dem Bubenbergplatz und dort vielleicht eine Baumreihe zwischen haben, so eine breite Mitte, dass man dort einen Boulevard wieder bekommt auf dem Bubenbergplatz. Ein bisschen ähnlich, wie es auf dem Hirschengraben ist. Das können wir uns gut vorstellen. Also es gibt viele Massnahmen, die ich das Gefühl habe, die zu einer Verbesserung von diesem Stadtraum werden beitragen. Was ist aktuell die grösste Herausforderung im Stadtraum Bahnhof Bern? Jetzt, wo wir mal so ein gemeinsames Bild in der Vision entwickelt haben, ist jetzt wichtig, wie kriegen wir da Verbindlichkeit rein, damit wir das über den langen Zeithorizont irgendwie umsetzen können, oder? Weil es gibt ganz unterschiedliche Puzzlestücke in diesem großen Gebiet im Herzen von Bern, wo in ganz unterschiedlichen Zeithorizonten entwickelt wird. Also das Schwierigste ist immer, dass es ganz viele Ansprüche sind auf den gleichen Raum. Und der Raum ist halt sehr begrenzt. Es ist sehr eng in der Berner Innenstadt. Und dort nachher den Raum zu verteilen, das ist eigentlich das ist eine Herkulesaufgabe. Oder das kann man gar nicht gerecht verteilen. Da wird es immer eine gewisse Unzufriedenheit geben. Entweder sind die Velo nicht zufrieden oder sind die Autos nicht zufrieden oder die Fußgänger sind nicht zufrieden. Es gibt zu wenig Aufenthaltsqualität. Wir möchten wirklich Qualität verbessern, dass man gerne an einem Ort ist, dass man neu mal bleiben sitzen kann diskutieren, dass eben die Aufenthaltsqualität sich verbessert. Der ganze Bahnhofsbereich ist, denke ich, mir recht grau. Es gibt so dort wahrscheinlich viel Potenzial, dass man dort ein bisschen mehr Grün, ein bisschen Pflanzen reinbringen könnte. Ich denke, was alle Teams gleich aufgezeigt haben, ist, dass sie Riesenaufwertungspotenziale sehen, auch gerade im Sinne der Klimaanpassung, mehr Bäume zu pflanzen, aufzuzeigen, wo es möglich wäre, trotz öffentlichem Raum zu entsiegeln. Und ich denke, das ist auf jeden Fall ein Mehrwert, weil das ist eine Hitzeinsel. Das haben wir auch in den Klimaanalysen gesehen. Dort müssen wir uns natürlich auch an die Veränderungen, die auf uns zukommen, dem anpassen, Klimaanpassungsmaßnahmen, Bäume pflanzen. Also das möchten wir natürlich auch so erreichen damit. Das war es vom heutigen Panorama. Mehr Einzelheiten zu den Beiträgen findet ihr unter www.plattformj.ch.
Gerade im Anschluss erzählen euch unsere Kollegen von Meteo News, wie es mit dem Wetter weitergeht. Ich sage merci vielmals fürs Zuschauen, wünsche euch einen schönen Abend. Adieu miteinander. Das Wetter wird euch präsentiert von Made in Bern. Heute ist besonders die Alpen-Südseite mit viel feuchter Luft versorgt worden. Auf der Alpen-Nordseite sind wir in einer Beisenströmung gelegen. Bei dieser Konstellation reden wir euch von einer schwarzen Beise. Herzlich willkommen bei Ihrem Plattform Jodwetter für den Kanton Bern. Es freut mich, Sie wieder zu sehen. Ja, morgen verlagert sich das Tief weiter südostwärts seinen Einfluss nach. Weder schwarz noch blau, sondern grau starten wir in einem Mittwoch. Wenn, dann gibt es nur scheuche Aufhellungen, zum Teil kann es ein bisschen niesen. Und das sich aufbauend hoch drückt von oben auf Bewölkung. Die Obergrenze fängt an zu sinken. Oberhalb von 2500 Metern wird es bald sonnig. In Bern da starten wir mit 4 Grad in einen neuen Tag. Ja, ähnlich zeigt sich das Wetter morgen am Nachmittag. Mit einer teils mässigen Beise werden es um die 8 Grad auf den Bergen bläst ein schwacher bis mässiger Wind und der kommt aus östlichen Richtungen. Ja, wir starten den Donnerstag mit Hochnebel, der sich meist gut auflöst. Sonnig ist es den ganzen Tag in den Bergen. 0 Grad Grenze liegt um die 2500 Meter. In den März da starten wir wechselnd bis stark bewölkt mit gelegentlichen Regengüssen. Die Schneefallgrenze liegt um die 1100 bis 1500 Meter. Und nach einem föhnigen Mix aus Wolken und Sonne am Samstag geht es nach aktuellem Stand veränderlich und teils nass weiter. Aus heutiger Sicht sinkt in der Nacht auf den Montag die Schneefallgrenze unter 1000 Meter. Wir halten Sie natürlich immer auf dem Laufenden. Das war es von meiner Seite. Herzlichen Dank fürs Zuschauen und weiterhin eine wunderbare Zeit. Ade miteinander.